weiß nicht, was soll es bedeuten, dass ich so glücklich bin. Die Rosdoner Schule in Jasna Polana, sie kommt mir nicht aus dem Sinn. Schon das 4. Jahr komme ich hierher in die Rosdoner Schule der 1. und 2. Stufen, die sich im Dorf Jasna Polana im Krasnograder Bezirk des Charkiwer Gebietes befindet. Guten Morgen, wie geht's? Und wie geht's Ihnen, Svetlana Stanislawna? Haben Sie eine gute Laune? Ja, meine Laune ist gut. Sozusagen verbessert sie sich immer, wenn ich die Schwelle unserer Schule überquere. Beeinflusst so der Schulraum auf Sie? Naja, unsere Schule ist eine der besten Schulen in der Welt. 46 Schüler in der Schule, 5, 6 Schüler in jeder Klasse. Das ist eine optimale Zahl, um die Deutschsprache zu beherrschen. Die Schüler der spezialisierten Schulen können uns beneiden. Sie lernen Deutsch mindestens zu 8 in der Klasse. Aber Ihre und unsere Bodies? Was die Basis anbetrifft, haben wir ein Tablet mit Hörübungen und Liedern. Gedruckte Arbeitsblätter fast zu allen Themen des Schulprogramms. Es reicht, um Deutschsprache mit Spaß zu lernen. Eines der Stunde, der Spaß macht teilen. Es gibt kein Geheimnis, nur die Liebe zum Fach und zur Sache, die du machst. Da ich am Problemthema Verwendung der Elemente der innovativen Technologien als Bedingung der Wortschatzerweiterung arbeite, beschäftige ich mich gründlich mit der Idee der ukrainisch-deutschen Gedichte bei der Einführung der neuen Lexik. Da kann ich Ihnen etwas vorzeigen. Herzlich willkommen zur Deutschstunde bei Frau Gutkova. Liebe Sechsklassenjährige, wir aber arbeiten am Thema Einkäufe im Sportgeschäft. Wir lernen jetzt neue Wörter. Hört mein ukrainisch-deutsches Gedicht, merkt euch neue Wörter. Хочеш бути в тренді? Забудь кабріолет. Придбай краще тренінг-берет. Тренінг-берет. Ось і наш знайомий Єгор купив собі теніс-шлегер. Теніс-шлегер. Влітку не їздив він на автомобілі, а під воду пірнав з таухенбріле. Таухенбріле. Написав він навіть у кель, щоб надіслали йому ein paar Hanteln. Hantel. Rein ihr. Eine Männerett, das ist ein Trainingsgerät. Eine Männer-Egel gibt mir einen Tennisschläger. Eine Männer-Brille, hast du eine Taucherbrille. Eine Männer-Boot, kauf mir ein Snowboard. Eine Männer-Mantel, besser kaufe ich. Machen wir Schluss. Bitte schon. Ich weiß, dass nicht jeder von Ihnen Dolmetscher oder Deutschlehrer in der Zukunft wird. Aber ich bin stolz darauf, dass Sie dank meinen deutsch-ukrainischen Gedichten Deutsch mit Spaß lernen. Sie mögen Deutschstunden. Ich bin stolz, dass ich auf der Webseite besondere.ukos.ua meine Erfahrung teile. Ich bin stolz darauf, dass ich die Veröffentlichungen in der Zeitschrift Deutsch in der Schule habe. Die Erfolge meiner Schüler sind nur auf dem Bezirksniveau, aber ich hoffe darauf, dass in der Zukunft wir die höheren Erfolge haben werden. Ich nehme das 3. Mal am Wettbewerb der Lehrer des Jahres teil. Mir fällt ein deutsches Sprichwort, alle guten Dinge sind 3 ein.
Das Schuljahr 2017-2018 ist das 20. Jahr in meiner pädagogischen Tätigkeit. 2 Daten fallen zusammen. Es ist ein gutes Merkmal. Und ich warte von diesem Wettbewerb nur auf das Gute, nur auf das Positive, auf die Erfahrungsteilung, auf die ehrlichen Erprobungen, auf die Bestätigung meiner kreativen Meisterschaft. Der Anspruch.